Denn wie ist es eigentlich mit unseren Plänen im Spannungsfeld zu der Souveränität Gottes und seinem Handeln? Ist mein freier Wille überhaupt entscheidend oder hat Gott alles schon vorgeplant und vorgesehen und entschieden? Der Gedanke dazu ist unserer Gebetsgruppe letzten Dienstag entsprungen, wo wir über Sprüche 16,9 nachgedacht haben, wo es heisst: Des Menschen Herzen erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir alle haben Pläne, Wünsche, Ziele. Unser Leben ist geprägt von Entscheidungen, die wir treffen und Wege, die wir einschlagen. Manchmal fühlen wir uns sicher in unseren Entscheidungen und manchmal sind wir nicht so sicher. Und suchen nach Wegen, ob das der richtige Plan und Gedanken ist. Und die Bibel redet viel über Menschen, die sich Wegpläne gemacht haben. Und wir erleben dann aber auch, wie Gott sie geführt hat und zu dem Heilsplan Gottes schlussendlich alles gewirkt hat. Und darum wollen wir heute Morgen uns dem Thema widmen, unseren freien Willen versus der Souveränität Gottes und sein Plan für dich und für mich und für die ganze Welt. Des Menschen Herzen erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ja, was jetzt? Darf ich machen, was ich will, oder tut mich Gott sozusagen manipulieren? Ich kann gar nichts machen, er führt mich irgendwo her, wo ich gar nicht will. Also, wie funktioniert das? Wir planen, wir denken, wir schmieden Pläne, aber letzten Endes ist es Gott, der uns führt. Eins weiss ich, es ist nicht bedeutungslos, was du und ich planen, sondern trotz unserem Planen kommt Gott zu seinem Ziel und führt er uns. Es zeigt mir, wie wichtig es ist, trotz meinem Planen Gottes Führung zu erbitten. Und es tröstet mich, dass trotz möglicher Fehler, die ich gemacht habe in meinen Entscheidungen und Wegen, Gott in seiner Souveränität immer wieder die Möglichkeit schafft, dass ich zurück auf den Weg finde. Amen. Hast du zurück auf den Weg gefunden? Bist du mal im Abseits gestanden oder stehst gerade im Abseits? Und Herr, wie gut, dass du meine Wege lenkst. Ich habe mir viel gedacht, aber du leitest mich und führst mich zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Amen. Der C.S. Lewis, bekannter Schriftsteller, schreibt: Wir können möglicherweise nicht immer den Plan Gottes verstehen. Aber wir können immer seiner Souveränität vertrauen. Ich verstehe nicht, was passiert, aber du bist souverän. Es kommt gut. Im 1. Petrus 1,20 heißt: Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Vor Grundlegung der Welt ist entschieden gewesen, dass Christus kommt. Für wen? Für dich und für mich. Bekannt gewesen. Der Kaleb, die Anna, der Ueli. Wird es geben. Und sie werden den Weg finden, wo ich für sie vor Grundlegung, ich meine, musst du mal fassen, der nächste Vers beweist, wenn ich sage, nämlich, der Paulus fasst zusammen im Epheser 1,4, aus Liebe hat Gott uns schon, wenn?
vor Erschaffung der Welt, in Christus, oberer Vers, dazu bestimmt, vor ihm zu sein und befreit von Schuld. Ich meine, unser Spatzenhirn kann das nicht fassen, ich weiß. Ich meine, was heißt das? Bevor es etwas gegeben hat. Vor Erschaffung. Du dazu bestimmt. Unanklagbar. Und befreit von Schuld vor ihm stehen. In Christus Jesus, wo geplant worden ist, der Heilsplan, der Rettungsplan vor Grundlegung der Welt, atemberaubend. Nicht wirklich fassbar. Und ich weiß eins, ich kann dir nicht erklären, den Weg, wo du vielleicht jetzt gerade gehst. Warum du gerade da durchgehst. Wieso gerade diesen Weg, das kann ich dir nicht sagen. Aber eins kann ich dir sagen, ich möchte dir Mut machen, vertrau Gott. Vertrau Gott. In dem Weg. Der Charles Spurgeon, vor 1900 verstorben, ein bekannter Schriftsteller und Pastor, er schreibt, es gibt keine Attribute, die für die Christen beruhigender sind als die Lehre von Gottes Souveränität. Unter allen Widrigkeiten gibt es nichts, was den Menschen mehr Trost spendet, als das Wissen, dass Gott absolut souverän ist, dass jede Kleinigkeit bis zu den Details des Alltags in seiner Hand liegt. Ja, aber ich weiß. Und wenn ich das gelesen habe, ist mir automatisch natürlich bekannter Vers Römer 8, 28 in den Sinn gekommen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, come on, zum Besten dienen müssen. Denen, die, haltet euch fest, in Übereinstimmung mit seinem Plan, wo er wo gefasst hat, wenn? Berufen sind. Berufen sind. Wie viele Menschen hat der Vers schon Trost gegeben? In dem totalen Warum und Wozu und keine Ahnung. Zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, und sie lieben ihn ja nur, weil er sie zuerst geliebt hat. Sie sind ja nur berufen und gefolgt, weil er sie zuerst gerufen hat. So ist unser Gott in seiner Vorsehung an dir und für dich dran. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir dann schnell vergessen. Gott hat nicht nur dich vor Grundlegung der Welt berufen, sondern er hat auch die Wege, auf denen du laufen sollst und die Werke, in denen du wirken sollst, vorbereitet. Epheser 2,10 sagt Paulus dann später, das andere war schon im ersten Kapitel, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott vorher vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Echt jetzt? Gott hat nicht nur mich vorbestimmt, vordenkt, sondern auch meine Wege geschenkt, vorbereitet, Teil von etwas zu sein. Familie zu sein, bei ihm. Er hat dir einen Weg gegeben und gute Möglichkeiten auf dem Weg geschenkt, damit du in ihn laufst. Es zeigt uns doch, dass unser Leben einem göttlichen Plan und Zweck folgt.
und wir uns aktiv daran beteiligen sollen. Die Werke, die vorbereitet sind. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Viele wissen ja gar nicht, dass das in der Bibel steht. Jetzt wissen Sie das, gell? Aber das hört man so im Volksmund. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Aber wie macht er das genau? Ich habe so ein Bild gehabt, wo ich das so vor Augen mir geführt habe, die Verse, weil das Lenken, wo da verwendet wird, ist korrekt übersetzt, aber es heißt auch etablieren, vorbereiten, bereitstellen. Also Gott bereitet und vorbereitet, stellt zur Verfügung den Weg, wo der Mensch dann drauf läuft. Und ich habe mir so gedacht, so, ja, ich habe einen total freien Willen. Einfach als Bild zum Mitnehmen. Ich habe einen ganz freien Willen, von Ebnat nach Wattwil zu fahren. Das ist mein freier Wille, heute fahre ich los. Aber der Kanton hat entschieden, wodurch ich fahren muss. Und ich kann auf dieser Straße fahren, wie ich will. Aber der Kanton hat Regeln in die Strassenordnung eingeführt und Strafe für Übertretung. Und ich kann sogar neben der Straße durchs Dickicht fahren. Ich werde mehr um im Auto schaden und vielleicht zeigt mir irgendjemand wieder den Weg zurück. Auf den Weg, wo ordentlich vorbereitet, doch für mich gemacht, was fahrst du auch da außen umeinander, da vorne hat es einen Weg. Extra gemacht, von Ebnat nach Wattwil, was ist Chaos? Gott hat dich geplant und berufen und einen Weg vorbereitet, auf dem du gehen sollst. Du bist nicht in der Sahara geboren, du bist im Toggenburg geboren. Amen. Halleluja. Aber du hast da, wie der Christoph letzten Sonntag gesagt hat, deine Herkunftsfamilie nicht ausgewählt. Und vielleicht hast du gewisse Szenen in deinem Leben nicht geplant, gewisse Sachen hast du selber drin getrampelt, bist selber hast gefunden, ich habe das besser, ich fahre Offroad. Aber hey, der Beweis, dass du auf dem Weg bist, wo der Herr dich zurückführt und zurückruft und immer wieder ermahnt, bleib doch in meinen Wegen und folg meinen Spuren und füll aus, was ich in dem Weg, die Möglichkeiten, die du da drin hast. Ich finde das fantastisch. Der Dietrich Bonhoeffer, ein Pastor, der unter der SS im Ende vom Zweiten Weltkrieg verstorben ist, erhängt worden ist, er sagt Folgendes: Es ist keine große Sache des Glaubens, die Tatsache Gottes und die Tatsache der Welt zu akzeptieren. Aber es ist ein Akt des Glaubens, beides in Gottes souveräne Führung zu integrieren. Akzeptieren? Ja, ist halt so. Oder in Gottes souveränes Handeln mit mir unterwegs sein, integrieren. Sein Wesen und Gott, weltliche Dinge, die stehen. Was in der Welt auch aktuell immer wieder passiert und auch heute Morgen wieder läuft, kann uns erschrecken, muss es aber nicht. Lass mal da drin noch ein weiteres Bild machen, das vielleicht helfen kann. Stell dir vor, die Schweiz spielt im WM-Final gegen Spanien. Da hätte ich jetzt ein Halleluja hören. Aber du hast leider keine Zeit gehabt, das live zu schauen und du planst am anderen Abend, das in aller Ruhe nochmal zu schauen. Du hast aber natürlich gehört, dass die Schweiz gewonnen hat. Amen. So, jetzt gehst du heim und hast die Aufnahme und du möchtest in aller Ruhe das Spiel nochmal geniessen und anschauen. Wie wird das sein für dich, wenn du zur Halbzeit die Schweiz 2:0 im Rückstand ist?
Anders als deine Kollegen, die das live gesehen haben und fast eine Herzkrise bekommen haben. Bist du total entspannt, gehst dir etwas holen, weil du weißt und du hast eine absolute Vorfreude auf die zweite Halbzeit, weil das muss ja bedeuten, dass es noch 3 Goal gibt von der Schweiz in der zweiten Halbzeit. Das wird die beste Halbzeit, die zweite Hälfte von deinem Leben. Die anderen sind fast gestorben, du nicht. Warum? Du weißt, wie das Spiel ausgeht. Du weißt, wie das Spiel endet. Liebe Freunde, wir wissen, wie die Geschichte endet, wo Gott mit dieser Welt hat. Bei allem Bösen, bei allem Drama, was passiert, nichts ist nicht angekündigt, weil Gott in der Vorsehung gesehen hat, was wird passieren. Und alles Böse macht sich auf, wenn man auch in Ruanda und überall hört und versucht zu dämmen, aber in dem allem innen wird Gott verherrlicht und noch mehr leuchten. Und schlussendlich alles am Ziel zuführen. Ich möchte dir sagen, wir müssen uns keine Sorgen um Israel machen. Israel wird nicht verlieren. Never, ever. Wir beten für Bewahrung, wir beten für Weisheit. Es sind grosse Tragödien, die stattfinden auf allen Seiten in solchen Kriegen. Elend und Tod für unschuldige Menschen. Ja, Nationen werden sich gegen Israel wenden. Alle Nationen werden sich aufmachen. Ein Großteil hat sich bereits aufgemacht. Heute Morgen sind wieder viele Raketen geflogen und es zeichnet sich Dramatisches ab. Das alles ist ganz sicher und wird so kommen. Aber wir Gläubigen dürfen entspannt bleiben. Weil Jesus kommt auch. Der Antichrist macht sich auf, Christus auch. Und nichts passiert, ohne dass es Gott zulässt. Und am Ende wird er alles befrieden, zur Ruhe bringen und Herrlichkeit und Ordnung herstellen. Wir haben vorher gesungen, in dieser Zwischenzeit, nicht lustig. Für die ganz dramatische Situationen leben, gerade heute Morgen wieder. Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Corrie ten Boom, sie hat das KZ von der SS überlebt und sie hat Folgendes gesagt: Es gibt keine Panik im Himmel. Gott hat keine Probleme, nur Pläne. Ja, aber ich weiß, ich kann das nicht erklären. Aber Gott in seiner Souveränität führt alles zum Ziel. Und darum möchte ich dir zusprechen heute Morgen: Vertrau auf die Führung Gottes in deinem Leben. Vertrau ihm. Oftmals stehen wir vor so schwierigen Entscheidungen und wir wissen nicht, welchen Weg wir gehen sollen. Erinnere dich heute Morgen daran, dieser Führung Gottes zu vertrauen und bitte ihn: Herr, ich habe diese Gedanken und ich bitte dich, lenk meine Wege, meine Schritte. Ich habe den Eindruck, das ist es, aber ist es wirklich? Bind ihn ein in deine Entscheidung und bitte ihn: Herr, du, der du alles überblickst, ich sehe nur einen Meter weit, du weißt, Herr, ich brauche dich, ich möchte dich eingewoben haben in das, was passiert. Vertraue darauf, dass er die Umstände so lenkt, dass du den Weg gehst, den er vorbereitet hat für dich. Und wenn wir ja zurückschauen, im Alten Testament haben wir so viele Glaubenshelden, die Gott eingewoben hat in seine Geschichte. Und die sind praktisch immer ungeduldig geworden. Ungeduldig geworden und ja, wenn Gott den Plan hat, dann müssen wir dem nachhelfen, müssen wir selber schauen. Und dann Abraham, Jakob, ja, da müssen die Kinder müssen irgendwie anders weiterkommen. Und anstatt zu vertrauen auf den Zeitpunkt, auf den Plan,
wo Gott hat, selber in die Hand genommen, Chaos und Elend geschaffen. Aber das Schöne ist in dieser Geschichte immer wieder, dass trotzdem, was die Menschen geküchelt haben und auch durcheinander entstanden ist durch das, wo man bis heute darunter leidet, aber trotz allem ist es immer wieder gut gekommen, weil Gott mit diesen Menschen trotzdem das, was er geplant hat, ausgeführt hat und in Bestimmungen gekommen ist. Das Zweite ist, handle aktiv in diesen von Gott vorbereiteten Werken. Denk nicht einfach nur so, ja, oh, Gott macht was er will. Nein, lass dich einbinden in das, was er vorbereitet hat. Bist aktiv. Frag nach, Herr, was sind die guten Werke, die du heute vorbereitet hast? Was ist das, wo jetzt geplant ist? Und dann mit Freudigkeit das auszuführen. Wir haben immer die grossen Sachen vor Augen. Aber Mami sein, Papi sein, einem Freund ein gutes Wort. In der Einfachheit liegt der Segen. In der Einfachheit liegt die Berufung. Und das Grosse, wenn Gott dich für Grosses beruft, dann folg. Aber nicht nur die grossen Sachen sind Berufung. Dein Leben ist eine Berufung. Leb dein Leben vor Gott in diesen Werken, die er vorbereitet hat. Und wenn du, was auch immer deine Situation ist, der Weg, wo dich Gott gerade führt, dort drinnen, hat das Werk vorbereitet für dich, wo du kannst ausfüllen zu seiner Nähe. Lass dich von Gott leiten. Handle entschlossen, was der dir ins Herz leitet. Wir sind im neuen Bund. Und im neuen Bund haben wir Gott in uns, Christus in uns, Gottes Geist, der uns leitet. Absolut phänomenal. Altes Testament haben sie das noch nicht gehabt. In der gleichen Form. Außer König, Priester und Propheten. Jetzt aber, jeder, der glaubt und vertraut und sein Leben Jesus anvertraut, empfängt die Führung durch den Heiligen Geist. Wenn man danach fragt, wo sind die Werke, dass er uns dort drin führt. Das Dritte, erkenne Gottes Hand in deinen Entscheidungen. Rückblickend auf unser Leben, so wie wir rückblicken können in der Geschichte der Bibel. Wenn du zurückschaust in deinem Leben, wirst du Gottes Führung in deinem Leben sehen. Es wird auch ein paar Fragezeichen haben und ein paar von dir fabrizierte Umwege und Katastrophen. Aber du wirst sehen, aber trotz meiner Katastrophe hat Gott wieder Strophen gemacht. Nimm dir heute mal Zeit, über dein Leben nachzudenken und Momente zu erkennen, wo Gott deine Schritte gelenkt hat. Vielleicht auch zurückgeführt hat. So wie der David sagt, Herr, führe mich zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Wenn ich in Gefahr stehe, dir untreu zu werden, möchte ich nicht. Aber ich weiß, dass ich in Gefahr stehe. Jeden Tag neu. Aber du, bitte hilf mir. Und das wird den Glauben stärken, wenn du die Elemente in deinem Leben siehst und wird dir Kraft geben für die Zukunft, auch wenn du im Moment vielleicht gerade einen Umweg machst oder in einer Unmöglichkeit stehst. Der vierte und letzte Punkt, lass Gottes Werk in dir zu. Manchmal kämpfen wir gegen Gott und das, was er wirkt in uns. Und vielleicht hast du eigene Pläne und Ängste, dass Gott andere Pläne hat. Ich möchte da durch, aber ich habe so den Eindruck, der Herr will einen anderen Weg. Oh nein! Und was er gerade macht in mir. Herr, was möchtest du? Möchtest du mich etwas lehren? Möchtest du mich näher zu dir herziehen? Möchtest du mich zu Buß führen? Herr, sträub dich nicht. Gott schenkt das Wollen uns vollbringen nach seinem Ratschluss in deinem Leben. Wirk mit. Kämpf nicht dagegen. Alles ist bereit. Nimm seine Führung an. Und wenn du den Jesus und den Geist, der lebt, noch nicht kennst, vertrau dein Leben Jesus an. Er ist
nicht nur der Weg. Er ist auch das Ziel. Und auf dem Weg, wo er ist, wo er hat für dich, ist er mit dir. Und sein Heiliger Geist wird dich führen. Auch wenn du jetzt im Chaos stehst, er bereitet den Weg für dich. Er lenkt deine Schritte zurück auf festen Grund. Und vielleicht stehst du bolzengerade auf festem Grund und alles ist wunderbar und trotzdem stürmt es um dich. Das gibt es sehr oft. Dann denken wir, irgendwie ist alles in Ordnung im Himmel. Und der Herr sagt, ja, aber den Sturm kann ich leider nicht verhindern. Aber du stehst fest und ich bin mit dir im Sturm. Und zum Schluss möchte ich, dass wir miteinander folgende Verse lesen, wenn du magst. Einfach mitlesen. Wunderbare Verse in 2. Timotheus 1,9. Lass uns miteinander einstimmen. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon vor Grundlegung der Welt entschieden hat, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen.